Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama heute hier aus Thun. Wir haben folgende 3 Beiträge heute für eure Sendung. Die 43. Interlakener Gewerbesausstellung hat gestartet, wir sind auf Stimmenfang gegangen. Ebenfalls hat das Flügerschiessen auf der Axalp stattgefunden, wir waren vor Ort. Und wir haben Eva Hürlimann, Weltrekordhalterin, Gastgeberin und Mami getroffen. Was sonst noch alles läuft, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Der FC Thun kann auf rund 2,8 Millionen Franken hoffen. Die Generalversammlung hat der Kapitalerhöhung einstimmig zugestimmt und hat so der Bitte vom Clubpräsidenten gefolgt. Die Matter-Logibühl AG gewinnt dieses Jahr den Berner KMU Award, ein Aperitif- und Likörproduzent aus dem Seeland. Der Familienbetrieb hat sich in der 4. Generation mit viel Herzblut für das lokale Gewerbe schon eingesetzt, teilt der Gewerbsverband mit. Der Thomas Dürr sorgt für das Comeback vom Alpensymposium. Der Veranstalter von grossen Konzertevents ist seit diesem Jahr CEO von Alpensymposium AG. Nach 17 erfolgreichen Durchführungen und einer Corona-Pause kommt die interdisziplinäre Konferenz für Politik, Wirtschaft, Sport und Kunst wieder auf die Bühne zurück. Am 10. und 11. Januar 2023 im Victoria Jungfrau in Interlaken präsentiert das Alpensymposium prägende Persönlichkeiten. Vom 19. bis 23. Oktober findet die IGA in Interlaken statt. Neben den verschiedenen Ständen gibt es so eine IGA-Sondershow und Konzerte. Wir sind auf Stimmenfang gegangen und haben mit Besucherinnen, Ausstellern und Neulingen geredet. Wieso kommen wir an die IGA? Zum einen, weil wir Einheimische sind, der Kursaal uns nach am Herzen liegt. Ich persönlich schon hier durfte arbeiten, ein paar Jahre, und wir jetzt mit der Seeburg Interlaken wieder dürfen hier in den Kursaal kommen und sie in der einen oder in der anderen Dienstleistung unterstützen. Was erwartet ihr jetzt von dieser IGA Neues dieses Jahr? Ich habe eigentlich lieber so, wie es immer war, mit den Ständen, die man kennt. Und sonst lasse ich mich einfach überraschen. Aber ich bin auch wie Tanja, ich habe jahrelang hier gearbeitet. Und es ist für mich so ein Déjà-vu, wieder an die IGA zu kommen. Wenn jemand das erste Mal an die IGA kommt, was erwartet man vor allem? Ich bin so ein Mensch, ich lasse mich gerne überraschen. Ich nehme es, wie es kommt. Und das hier auch so. Also, ich bin gespannt darauf, was mich erwartet. Ja, ich habe gehört, es gibt ein Konzert und das werden wir sicher hören. Ich weiss jetzt nicht, wer spielt. Man lässt sich einfach überraschen. Die Musik schreist dann mit. Gut. Wie fühlt es sich an, wieder so an IGA zu sein? Ja, sehr schön. Ich muss sagen, ich genieße das, dass wir wieder unter den Leuten sind. Auch die Aussteller untereinander wieder Kontakt haben. Wirklich super. Das ist so ein bisschen der Teil, wo man dann sagt, wow, jetzt kommt das wieder. Ja, die Spontanität, die wir haben, das sind ja Leute, die kommen, die vielleicht keine konkreten Absichten haben, aber irgendwie stehen sie her, weil sie vielleicht jemanden schon kennen. Und nachher kann man sie für etwas begeistern, und das ist eigentlich das Schöne. 45 Jahre IGA, da hat es auch eine Ehrung gegeben. Wo kommt die her? Ja, die tun wir jetzt zuerst einmal am Stand hier anschrauben und dann nachher im Geschäft selbstverständlich an prominenter Stelle wir die aufhängen. Du hast die IGA gesehen. An was erinnerst du dich, was hat wow gemacht? Also was natürlich gerade sofort geblieben ist das Auto, das gerade hinter dem Spital FMI ausgestellt war. Da bin ich wirklich so hergelaufen, so sieht realistisch aus. Ja, das ist mir eigentlich gerade so das Einzige, was so wirklich gerade so wow war. Es ist eigentlich alle Jahre wirklich das Gleiche, aber trotzdem alle Jahre auch wieder ein bisschen verschieden. Also, das wäre noch etwas, was du gerne sehen würdest? Ich finde, wenn irgendwelche politische Frauen oder so noch einen Stand hätten. Weil ich bin recht politisch interessiert, das wäre noch interessant. Von Interlaken kommen wir auf die Axalp. Das Flügerschiessen wird täglich rund von 5000 Personen besucht. Die FA-18, Patrouille Suisse, Bodentruppen und Gleitschirmflüger sind zum Einsatz gekommen. Der Kommandant Peter Merz will den Menschen zeigen, was die Luftwaffe genau macht. Flugvorführungen auf der Axalp sind eine ideale Möglichkeit, der Öffentlichkeit zu zeigen, was wir als Luftwaffe können, was unsere Besatzungen können, was unsere Systemverleistungsfähigkeit haben. Und auf dem Gerät oben oder eben auf der Axalp, dort hat man den besten Einblick, spektakulär, einmalig auf dieser Welt, wo man mitten drin im Geschehen ist und all diese Elemente kann anschauen kann und darum
tun wir der Öffentlichkeit das auch ermöglichen. Könnt ihr mir dazu vielleicht noch ein paar Zahlen nennen? Also wie viele Besucher, wie viel Personal, wie viel Munition wird da verschossen? Da kommen immer ganz viele Leute aus aller Welt, vor allem wenn es so schön Wetter ist wie heute. Wir rechnen mit etwa 5000 Zuschauern, die auf die Axalp sich begeben. Es braucht doch einen ganzen Flugplatz, der dafür arbeitet, plus noch ein bisschen Verstärkung. Also wir haben da etwa 200 Leute angestellt auf dem Flugplatz Meiringen, plus noch weitere etwa 250. Munition verschossen. Die 4 F-18, die geschossen haben, die haben jeweils 500 Schuss Munition dabei. Die werden verschossen, also sind wir bei rund 2000 Kanonenkugeln, die ins Ziel geflogen sind. Was ist euer persönliches Highlight vom Flügerschießen? Die lachenden und strahlenden Gesichter am Schluss von Tausenden von Leuten bei so wunderbaren Bedingungen wie heute. Und wenn alle Freude hatten, dann ist das für mich das Highlight. Eva Hürlimann ist eine Powerfrau. Sie ist Weltrekordhalterin im Triathlon, dreifaches Mami und Gastgeberin von 5 Wohnungen und Restaurantmöglichkeiten. Sie hat uns einen Einblick in ihr nicht immer einfaches Leben gegeben. Morgen nach etwa Ironman 7 so der Moment, wenn man aufwacht und einfach der Körper wehtut und man das Gefühl hat, wie schafft man mit diesem Körper noch einen Ironman? Frei, dann fühle ich mich einfach wunderbar. Das genieße ich, dort kann ich auftanken. Ich mache alles mit Freude und ja, verschiedene, also zum Beispiel auch Never Give Up. Ja, eigentlich jeder Wettkampf, den ich erfolgreich finische, ist ein Highlight. Der Biathlon-Sieg, der 5-fach-Ironman, der 10-fach-Ironman waren für mich alles Highlights gewesen. Der Roger Federer. Ja. Mit den Kindern fliegen, das haben wir noch nie gemacht. Auf Schwimmen. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr auf www.jungfrauzeitung.ch. Die Kollegen von Meteo News präsentieren euch im Anschluss noch das Wetter. Ich danke euch vielmals für Zuzuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Das Wetter, das heute am 20. Oktober eher ein bisschen durchzogene Angelegenheit war. Das heisst nicht, dass wir ganz auf die Sonne verzichten müssen. Es hat aber recht viele Wolken rumgekannt. Vereinzelt haben die auch ein bisschen Niederschlag gebracht. Wir liegen hier auf der Vorderseite von dem Tiefdruckgebiet, das langsam reinzieht Richtung Irland. Nach wie vor haben wir die sehr milde bis warme Luft, die uns hier erreicht. Von Südwesten her. Die Luft wird aber morgen am Freitag und auch noch in der Nacht auf den Samstag sehr feucht sein. In der kommenden Nacht breitet sich von Westen her neuer Niederschlag aus. Morgen am Morgen starten wir dann trüb und regnerisch in Freitag hinein. Temperaturen am Morgen bei rund 11 bis 13 Grad. Am Nachmittag schont es ein bisschen. Es gibt längere trockene Phasen, vor allem im Flachland, zum Teil auch ein paar Aufhellungen zwischendurch. Vorübergehend also ein bisschen Wetterberuhigung, auch wenn es für nur ein paar kurze Aufhellungen langt, aber es ist ein bisschen weniger nass als am Vormittag und die Temperaturen erreichen Maximalwert von rund 16 Grad. Die Schneefallgrenze die ist übrigens weit oben auf rund 2'500 bis 2800 Meter. In dieser Höhenlage bleibt sie auch in der Nacht auf den Samstag und am Samstagmorgen. Da intensivieren sich aber die Niederschläge nochmal. Also in der Nacht auf den Samstag und am Samstagmorgen gibt es noch recht viel Niederschlag, dann aber relativ rasch Wetterbesserung. Es wird dann von der einen auf die andere Stunde aufreißen und die Sonne wird sich durchsetzen. Der Samstagnachmittag überall eine sonnige Angelegenheit mit Temperaturen
von knapp 20 Grad. Ja, und sehr mild bis warm bleibt es dann auch am Sonntag und in die nächste Woche hinein. Der Sonntag recht ein sonniger Tag, nach ein bisschen Nebel im Flachland. Wechselhaft am Montag und Dienstag und wieder mehr Sonne ab dem Mittwoch. Also, auch wenn es leicht veränderlich zu und her geht in den nächsten Tagen, die Sonne wird sich immer wieder einmal zeigen ab dem Samstagmittag. Und eben, es bleibt für die Jahreszeit deutlich zu mild. Das war vom Jungfrau Zeitungswetter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.